Wenn es um Politik und Parteien geht, hört man oft die Begriffe links und rechts. Damit sind unterschiedliche politische Meinungen gemeint. Auch in vielen Parlamenten, zum Beispiel im Deutschen Bundestag oder dem Schweizer Nationalrat, sitzen die Parteien passend dazu. Linke Parteien sitzen auf der linken, rechte Parteien auf der rechten Seite. Linke Parteien stehen oft für soziale Werte. Sie setzen sich unter anderem dafür ein, dass der Staat den Menschen hilft, zum Beispiel durch Geld für Familien oder gute Schulen für alle. Sie möchten auch, dass möglichst viele Menschen mitbestimmen können. Oft finden sie Veränderungen und neue Ideen wichtig, weil sie glauben, dass man dadurch Probleme lösen und Dinge verbessern kann. Rechte Parteien legen unter anderem Wert auf Traditionen und möchten nicht, dass sich die Gesellschaft zu schnell oder zu stark verändert. Sie finden es wichtig, dass die Menschen für sich selbst verantwortlich sind. Der Staat soll sich möglichst wenig in ihr Leben einmischen und vor allem für Sicherheit und Ordnung sorgen. Früher konnte man politische Meinungen ziemlich gut in links und rechts einteilen. Heute ist das schwieriger. Einige Parteien liegen irgendwo in der Mitte. Oder sie haben sowohl linke als auch rechte Ideen. Zum Beispiel, dass mehr für soziale Gerechtigkeit getan wird, aber gleichzeitig, dass möglichst viele Traditionen erhalten bleiben. Trotzdem benutzen viele Leute immer noch die Begriffe links und rechts, um grob zu beschreiben, welche politische Haltung eine Partei hat. In Deutschland gibt es, genau wie in der Schweiz, verschiedene Parteien, die sich irgendwo zwischen links und rechts einordnen lassen. Dabei haben große Parteien mehr Einfluss als kleinere. In Deutschland schließen sich nach einer Wahl oft mehrere Parteien zusammen, denn man braucht da eine Mehrheit im Parlament, um regieren zu können. In der Schweiz ist das anders. Hier arbeiten die wichtigsten Parteien stets zusammen und versuchen Lösungen zu finden, die für alle stimmen. Manchmal haben Politikerinnen und Politiker auch extreme Meinungen. Zum Beispiel, dass bestimmte Menschengruppen weniger Rechte haben sollten oder dass Gewalt okay ist, um etwas zu ändern. Wenn solche extremen Meinungen in der Politik verbreitet werden, führt das oft zu heftigen Diskussionen oder zu Demonstrationen. Viele Menschen finden nämlich, dass extreme Ansichten nicht ins Parlament gehören.